Es geht weiter, immer heiter, zurück bei Pikmin 4. Wir haben letzte Folge endlich die lila Pikmin gefunden. Das heißt, in allen Pikmin-Arten, die es im Spiel gibt, fehlen nur noch die weißen. Was eigentlich ziemlich cool ist, wie ich finde. Nochmal gibt es die hier auch, weil wir dann noch ein Fragezeichen hinter haben. Ja, weil die Leuchtpigmente haben wir auch schon eingesetzt. Schätze, sehr gut. Da sehe ich jetzt, dass noch 86 sind hier sind noch 13. Wir haben mindestens einen Schatz noch verpasst in der einen Höhle. Nämlich dort, nicht die Oberfläche, sondern König der Bestien. Ne? Ist noch einer übrig. Nochmal zwei andere. Aber das kriegen wir auch noch hin. Und hier sind es noch 4 insgesamt. Hä? Aber noch mindestens einmal so ein Testduell. Hä? Okay. Oder Zeitduell besser gesagt. Nicht Testduell, sondern Zeitduell. Michael Notchin auf Rettungsmission. Viele bunte Zwiebeln. Also, ich glaube, ich gehe erstmal in den hinteren Gebiet, dort wo ich es in letzter Folge schon angedacht habe, weil ich will auf die Ebbe warten, damit ich nachher noch die lila Pikmin losschicken kann. Das heißt, am Anfang nur mit Eis und ja, blauen Pikmin halt. Hä? So. Das heißt, hier nehme ich mal etwa 40 Stück mit. So 3 andere Pikmin auswählen, plus die Lieder müssen wir empfehlen würden. Ja, mache ich ja später. So, und dann gucken wir mal. Jo, wir reisen mal hier direkt hier hin, oder? Das müsste eigentlich alles relativ frei sein. Der ganze Monster bereits platt gemacht. Also bis auf hier hin, ne? Sag dich! Schade. Wo bringt ihn denn hin? Oder du auch besser gesagt? Okay. So. Muss irgendwas zum Freibuddeln sein, ne? Hier oben. Eine Mango. Okay, dann macht Ochin das. Gut, dann hätten wir das soweit auch gemacht. Also, da gehen wir hier durch, hä? Ja, okay. Der Wasserburg, da ist das Ding, das hätten wir soweit. Und da ist nur der Weg, hä? Ich muss zugeben, manchmal ist ohne Ochin unterwegs zu sein sogar etwas gemütlicher, so ist ein Spieler.
Ah, Ojin. Ja, ganz kurz erschrocken, dachte, oh, wir kommen jetzt angelatscht. Hey, ist die Ocarina der Zeit. Nee, nicht ganz, ist die Feen-Ocarina. In dunkel. Naja, gut. Das hatten wir. Das wäre ein Schatz verbuddelt oder was? Ausgrabenpointe, ausgraben. Pfirsich. Jo, das könnte noch sein. Ja, das macht ihr gut, Freunde. So ist richtig. Immer alles schön zu Papa. Sehr gut. Und hier ist Dandori. Weil Dandori gleich Dandori. Da ist noch jemand so ein Blattwerk auf dem Kopf. Komm, es ist Zeit für Dandori. Dandori über alles. Es lebe Dandori. Okay, neue Höhle entdeckt. Eine Dandori-Höhle, so. Gut, dann haben wir die und die hier noch. Ich würde sogar sagen, gehen wir mal hier hin. Dandori über alles, Dandori machen wir später. Kümmern wir uns erstmal noch um die Viecher hier. Das Eispikmin nicht einsetzt, aber kann es zumindest mitnehmen, das ist schon mal praktisch. Immer feste drauf, Leute! Ja, Entschuldigung. Ein schwarzes Entchen. Zeit her geht's noch, finde ich. Sehr gut. Dann machen wir es so. Haben wir schon die komplette Gummifamilie. Gummi. Alles Gummi oder was? Oh. Jetzt kam es unerwartet. Wundelball. Hätten wir das auch. Dann gehen die zurück. Jo, kann ja auch mal direkt zurückgehen. Dann ist gleich Mittag. Die Hälfte der Zeit des Tages um. Das heißt, ich kann auch auf die lila Pikmin switchen. Wir können uns endlich mal die Melone holen. Hä? Da fehlen zwei. Wo sind die? Freunde, kommt her. So, währenddessen schicke ich mal, wie bereits erwähnt, mal 10 Stück von euch zurück. Nehmen wir
Ups, Entschuldigung. Nimmt sie den lila Pikmin mit. Eigentlich können wir hier auch wieder mal Dinge hier. Warte mal. Das gar nicht gemacht, oder? Krass. Mal 5 Stück sich darum kümmern. Lila Pikmin sind einfach so fett. Das ist so geil. So. Huch. Kommt ihr, Leute? So, genau. Ein bisschen was haben wir ja schon gemacht. Ja? Nein, war gar nicht hier. Entschuldigung. Ja, ganz kurz, so wird dachte, hey, ist es hier gewesen? Das ist auch schon tot. Tot, es ist tot. Oh, das Vieh lebt dafür wieder. Also lila Pikmin sind einfach diejenigen, die einfach nachher alles finishen. Sprießet alle, Freunde, sprießet. So. Perfekt. Es müsste, wie gesagt, hier keine Gegner mehr geben. Hä? Noch mehr Enten? Aber ich habe schon die ganze Familie. Okay, schräg. Dann haben wir hier noch ein Wassergebiet und hier hinten, ne? Vielleicht soll ich erstmal das obere machen. Oder hintere, je nach Sichtweise. Holt mir Rohstoffe! Die Mine kommt auch schon, sehr gut. So, 5 sind doch noch unterwegs. Genau, die machen ja das. Ja, komm, machen wir das da hinten. Muss das vielleicht einfrieren? 80 Pikmin. Für den kleinen Fluss hier aber auch 80 Eispikmin. Ja, leck mir, ey. Na gut, ich schaffe es alleine. Sind auch ein paar Tiere auf dem Trockenen, wa? Wir sind gerade bei der Muschel hier. Okay. Kann man einfach hier hin, ne? Jo. Das ist also sogar ziemlich easy.
Oh! Wir waren ja gar nicht gesehen. Ah, ich hasse ihn einfach. Oh, okay, übrig gehabt. Ich hasse einfach irgendwie so Pikmin beziehungsweise Feinde auftauchen und so, jo, hier bin ich auch, ne? Und ich so, nein! Ich hab doch gar nicht gerechnet, du scheiß Ding. So, dann haben wir hier aber auch gut aufgeräumt. Hey, jetzt eigentlich, ja, das Ding. Und dann haben wir noch so eins. Noch ein Dandori-Duell, super. Ne, Wasserpigment kriege ich da schon hin, das ist nicht das Problem. Neun Pikmin fehlen noch, hä? Ah, da gibt es noch ein bisschen was zu tun hier drüben. Oh, das irgendwie einen Einfluss auf die Höhe des Flusses hat. Das prüfen wir am nächsten Tag, Freunde. Okay, da hat gerade Ding noch hier Pikmin vergessen. Sehr gut. Wir haben alle dabei. Genau, zwei sind noch hier drin. Sehr gut. Irgendwas mit Y und L hoch, glaube ich, nicht so richtig. So, jetzt aber. Also Leute, nächsten Tag gleich wieder zurück. Dann aber eben zum Gucken, naja, zum einen natürlich mit den Gegnern, die wir hier haben und irgendwie schätzen, wobei soll es hier eigentlich nicht so viel geben. Vielleicht auch nicht, mal gucken. Hier sicher noch einen. Den habe ich hoffen wir damals nicht komplett vergessen oder so, keine Ahnung. Dann müssen wir eine stille Ufer soweit haben, beziehungsweise vielleicht nur noch Untergrund plus Dandori. La 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 la. Wieder sehr, sehr viel Glycerium natürlich. Ne? Du hast es auch gehört. So, komm, laden wir ein bisschen schneller Spiel. Tag 18. Die vollendete Gummiteile-Familie. Yeah! Serienbonus! Perle der Prinzessin. Und nasser Titan oder Wassertitan, keine Ahnung. 32 Schätze fehlen noch. Gut, wenn wir noch so schätzungsweise 2 in der Oberfläche haben, noch irgendwie dann 30 im Untergrund. Klingt zwar noch viel, aber könnte hinkommen. Sage mal, Digo, nicht langsam an der Zeit, dass du uns draußen bei der Suche nach Gestanden hilfst. Kann schon sein, wir würden dann nur die Basiscamp beschützen, ne? Das hat sich auch praktisch, wenn Digo da ist, um Michael zu helfen. Von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet.
Tja, dann könnt ihr bitte, denkt doch bitte in Zukunft daran. Das ist ganz schön knapp, ich hab gar keinen Bock drauf. Ne, merk schon. Höhlenforschung, Das Höhlenforschung 3 kriegen wir sich auch bald hin. Die Fernsehcrew finden. Jetzt haben wir erst Knopfknollen, ne? Knolle. Knolle. Aber wir kommen voran. Das heißt, jetzt ist bereits Tag 19. Und dann wieder etwas Neues. Neues Items und neues Hilfsmittel. Fortissimo Pfeife. Die Reichweite ist erhöht. Das finde ich gut. Das ist immer geil. Eine krassere Pfeife. Jo, Mann. Ich pfeife auch alle in Grund und Boden. So, bei Ocean ist nix. Nach der Explosion, nö. Leuchtsafte. Wir brauchen Leuchtsafte. Ich weiß, ich will aber was anderes. Das sind die Gebiete, Mann. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass wir das Gebiet 4, weil es wird noch mehr Gebiete geben, dass wir die erst anfliegen können, weil wir den Piloten befreit haben. Sprich, eben nach Missionen müssen sie spätestens dann machen, wenn wir die anderen Gebiete soweit gemacht haben. Aber natürlich mal es vorher noch. Da geht es mal hier noch so 1-2 Folgen beim stillen Ufer und nachher also 1-2 Folgen rein nur Nachtexpedition. Wäre eine Option. Expedition ist eine Option. So. Da sehen wir wieder die blauen und die Eispigmen mit. Die ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil wir sind natürlich in der ersten Hälfte des Tages. Das heißt, ich muss jetzt noch mehr schwimmen. Scheiß drauf, komm. Mach's mal so. Also dann, was ich mal noch machen könnte. Auch nur so, just of fun. Wir gehen wieder hier hin. So gucken, wieso ich da oben ein Item übersehen habe. Da muss ja hier sein, ne? Oh ne, wieso habe ich Item übersehen? Ich mache sicherheitshalber, sollen wir hier den Weg weisen. So. Können wir hier ein bisschen umgucken. Oh. Ja, noch erwarten. Ja, deswegen, ne? Eine Aubergine. Das ist eine riesige Aubergine. Ja, 5 Pikmin reichen. Der Weg sollte kein Problem sein, ne? Da ist ja alles frei. Gut. Wenn hier eh alles frei ist, könnt ihr hier natürlich auch noch die Dinger mitnehmen. Ich würde mal sagen, das machen die Eispigmin. Da ich eh zu wenig habe, um hier alles einzufrieren. Ja komm, 100 Pikmin, ey. Was ist mit euch los? So, dann gehe ich mal hier durch, mal zum Gucken, was wir noch so alles haben. Da ist ein Schatz. Und da hinten.
Hä? Ist der gestorben? Oh, Pigment zu verlieren ist nicht schön. Das kannst du laut sagen, vor allem wenn ich gerade den Grund dafür nicht verstehe. Schon wieder? Den haben wir jetzt gesehen. Okay, da unten ist die Perle mal wieder. Da haben wir noch eine Banane. Hier selbst ist aber nichts. Dann bloß hier die Bananen zu mitnehmen. Gut, dann können wir da ein bisschen hinmachen. Du. Oh, dann haben wir gar nicht gesehen da hinten, den Frosch. Irgendwie Pfeife unter Wasser ist irgendwie scheiße, war? Merke ich gerade. Mann. Gut. Wenn das mit der Banane geklappt, also schon mal etwas. Nein. Ich will bloß hier pflücken. Pflücke, wenn gepflückt wird oder so. Immer einen vergessen. Warum auch immer. So. Die Bananenheide sieht eigentlich aus. 23 Motivierspray. Das ist schön. So, also da haben wir noch Schätze. Hier haben wir eigentlich auch schon fast alle Dinger platt gemacht. Da ist noch eine Zwiebel da versteckt. Ich habe sonst ja eigentlich nichts mehr. Wenn da eh noch ein Viech ist, weiß ich mal darüber. Weil es eh gleich eben. Genau, die Eispigmen dafür einsetzen. Ja, komm. Dann ist schon mal das hier hinten fertig. Und ich glaube, jetzt dürfte es hier eigentlich auch nichts mehr haben. Mhm. Sehr gut, hier ist noch der Froschkönig unterwegs. Ah, da! Guck mal, da unten ist eine Zwiebel. Hm. Okay, krass, wir kriegen das jetzt hin. Ich meine, selbst wenn nachher alles
sich ein bisschen senkt. So viel senkt es doch gar nicht, oder doch? Na, werden Sie sehen. Trotzdem noch 80 Pikmin dafür. Junge, Junge. Hä? Geht's gar nicht im Wasser? Alle Pikmin zu mir! Alle Macht zu mir! Einer fehlt. Okay, das ist ein Keimling. Gut, 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 gut. Dann also. Ja, mal hoffen, das geht gut aus, ja? Ja, das ist halt das scheiß Problem. Ich komme gar nicht richtig dazu. Es sei denn natürlich. So. Meine Full Power Pikmin. Okay, die größere Reichweite der Pfeife. Ja, sie hat auch Nachteile, sagen wir mal so, wie es ist. Noch nicht ganz. Ah, so kommen wir da rein, super. Okay, wenn das gemacht ist. Ja, es Pikmin. Ja, wir können einfach schwimmen. Ah, sie kann 70 mitnehmen, hä? Dann mal gucken. Also einer ist jetzt doch noch unterwegs, schon wieder. Auf einsamer Strecke. Mein Problem ist es eigentlich eher, ich bin fertig, was die Schätze betrifft. Aber nicht, wenn es natürlich nach Otschin geht, weil der hat noch was. Und das bedeutet, nee, nicht hier, sondern hier, Otschin. Ja gut, so geht es natürlich auch. Otschin, such, Schätze! Ja, ich bin ja hier.
Ach, deswegen, hä? Okay, jetzt geht's bereits um die Schätze im Untergrund. Okay, der zeichnet zuerst mal die Schätze hier oben an. Okay, warte mal, dann haben wir hier 3. Ich weiß was, ich mach erstmal das Danduri-Duell, weil vielleicht mit ein bisschen Glück bin ich nachher so schnell. Moment. Machen wir so. Danduri-Duell, nachher bin ich vielleicht so schnell mit Kumpel Ochin unterwegs, dass ich direkt noch in den Untergrund kann, zumindest einen. Aber ansonsten, die Oberfläche wäre hier soweit ready. Oder sehe nichts mehr, außer eben, dass irgendwo noch einen versteckten, also einen verbuddelten Schatz hat. Aber den sehe ich halt erst später, Freunde. Den sehe ich erst später. So, rein da. Felsenversuchsanlage, Nadori Level 2. Dies ist meine Höhle. Bist du hier, um Dandori zu trainieren? Trainiere, mehr trainieren. Dandori über alles. Los, jetzt Dandori können ein. Du sein Dandori. Du müssen denken wie Dandori. Du mächtiger Dandori. Ja gut, so clever war jetzt das gerade nicht. Jetzt haben wir schon die Fels-Pikmin, sehr gut. Ich glaube aber, ich bleibe generell dabei, einfach erstmal alles frei machen. Und dann einsammeln. Die hat in seiner Tasche. Was damit? Wo ist ein Glas? Man kann damit. Lehmwände und Steine zerstören. Ja, so, Lehmwände, okay. Ja, hätte natürlich machen können. Ne? So. Das auch gemacht. Das sind die Dinger. Mhm. Nee. Achso, okay, das wird schneller so, ja. Noch nicht, Freunde, noch nicht. Machen wir gleich. Hä? An der Stelle mit meinen Items. Ja, Ultramotor Virus bei dann für die Gegner.
Hat ihr das schon mal? Stetiger Fortschritt. Okay, nehmen wir das noch. Wie bist du dann, Nuri? Nein, warte. Das macht Ochin. Obwohl. Nein, warte. Moment. So. So, dankeschön. Da hinten ist noch was. Oh. Sind das Pikmin hier oder was? Nö. Du. Mal kurz gucken, was wir noch alles haben, ne? So schwierig alles zu schaffen, ne? Also alles zu holen. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, sind halt die Dinger hier drin. Ne? Das sind noch 2 Schätze. Okay. Lass nicht ungenutzt. Ja, aber es hat ungenutzt gelassen. Ja, Mann! Nein! Fast Gold geholt. Scheiße, einer hat noch gefehlt. Ein von 2 Potatoes. Mhm. Ich habe zu früh das Ding eingesetzt. Scheiße. New Record! Dann Tori, zu gut. Unschlagbar, wie versprochen. Ich bin tot. Nein, nicht ganz. Die Frage ist ja, wie sieht es mit dem Tag jetzt aus? Der dürfte, glaube ich, jetzt ziemlich hinüber sein. Das heißt, nächste Paar, wenn ich das Gebiet wirklich mir sage, okay, machst die Luft noch schnell fertig, haben wir eigentlich nicht mehr so viel, ne? So, einmal Untergrund, einmal dann Dori. Also nochmal so ein Testduell halt. Und das war's, glaube ich. So, gehen natürlich alle zurück, weil bringt nichts, wenn ich jetzt hier nochmal so Pikmin verliere. Wir können zur nächsten Folge vielleicht auch statt den noch blauen Pikmin mal ein paar von anderen mitnehmen, um die zu vermehren. Ja, mal gucken.
Oh. Ist noch ein bisschen Zeit. Da hat es sogar noch, um den zurückzubringen, nach in den Untergrund zu gehen. War von der Zeit her 46, vielleicht eher das andere Dandori-Duell noch zu machen. Das sollte es noch hinkriegen, ne? Das wäre knapp, Freunde. Roger ist nicht gerade der schnellste. Ich habe hier leider keine Landefläche, die noch näher wäre. Ich habe auf der Map hier nur 3 Stück. Wäre cool, wenn Ocean überhaupt das noch hinkriegt. Haben verstreuten Dinge ein. Ja, das einzige verstreut, was wir momentan noch haben, sind... Ah, ging den Weg, okay. Nicht Pikmin, sondern es sind Ochins. Wir haben mit dem anderen Dori-Duell aber wieder so einen Typ, der einfach oben, ja, den halt nicht mitnehmen kann, ne? Er muss die Typen ja immer noch zurückbringen. Fehler, dann können gelesen werden. Wobei, das wäre jetzt so das Problem, ja, wenn er dann oben schwimmt, dann kann ich ihn trotzdem in der nächsten Folge den trotzdem noch einsammeln. Einmal unter Wasser, bitte. Stufe 3, oh je. Aber bis jetzt haben wir auch bei Stufe 2 kriegen wir so Bronze oder sogar Silber. Oh, was ist das für einer? 4 Augen? Du musst mir nicht sagen, wer du bist. Ich sehe dich durch. Dandori. Zeige mir dein Dandori. Okay, warte mal. Setz dein Dandori ein. Jetzt gucke ich doch erstmal nach, was hier alles gibt. He? Wir haben hier Pikmin, wir haben da Pikmin, wir haben hier viele Pikmin insgesamt. Und da unten nochmal ein paar Pikmin. He? Jetzt trotzdem gesagt, ich gehe erstmal hier durch, also erstmal hier den platt machen. Pikmin einsammeln und dann auch hier. Gleich mal die Dinge nachher einsammeln und dann runterbringen und dann weiter gucken. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr bitte mal attackieren, Freunde. Das hat ein bisschen sehr lang gedauert. So, ja, müssen das halt so machen. Schönes Ding, Freunde, schönes Ding. Andere Auftragung, bitte.
Ja, stimmt, war jetzt nicht so ganz clever, wobei ich habe natürlich verschiedene Pikmin-Arten, ne? Insofern stimmt es ja schon wieder. Nein, jetzt habe ich ja keinen Weg. Oh, scheiße. Ich soll die bitte schön pflücken. Soll sich auch niemals langweilen. Ja, das tun sie gerade ein bisschen. Habe ich... Nein! Okay, okay. Ochin, du nimmst die mit. Okay, komm noch ganz normal so rein. Das ist doch schon mal schön. Dafür brauche ich aber Ochin wieder. Ah, da ist er da. Ja, aber halt trotzdem so viel Zeit verloren, das ist halt scheiße. Nee, ganz meisterhaft ist es nicht. Ich habe ein paar Sekunden verschwendet, muss ich leider zugeben. Ja, da wäre noch mehr. Also Gold wäre drin gewesen. Das ist von Anfang an richtig gemacht und nicht da irgendwie im Wasserbecken und so mich aufhalten lassen und den Weg frei und frei gemacht. Dann Nandori, zu gut, ich bin tot. Ja. Die Folge ist eh vorbei, also von dem her. Dezenter Überlänge. Diese Nandori-Duelle sind zumindest, sag's mal so, natürlich sind auch die ein bisschen repetitiv, sie können ein bisschen langwierig oder langweilig sein. Moment, repetitiv und langwierig, aber nicht langweilig. Also ist immer ein bisschen Zeitdruck dabei und vor allem hast du, oder weißt du, wie lange es dauert. Es ist nicht so, dass du plötzlich wieder eine Art Unterwasserburg gehst und weißt, oh, das dauert eine Weile.
Empfehlung 70. Ja, gut, er liegt unter Wasser. Ochin, doch müssen eigentlich tauchen können, aber trotzdem. Die Zeit ist eigentlich schon vorbei, Freunde. Und das ist das Problem. Wobei, geht es irgendwie bis hier hin. Ja, das passt schon. Also wir können dann trotzdem nächste Folge, nächste Folge den noch einsammeln. Das habe ich ja dann gemacht. Der andere ist auch schon eingesammelt. Das Ding fehlt noch und der fehlt noch. Ja, also noch zweimal ein Untergrund fehlt noch. Hier finden wir sogar noch ein paar Zwiebeln. 23 Schätze da drin. Noch 5 Schätze. Also das wird, sag ich jetzt mal, ein kurzer Ausflug. Das wird so etwas mit 5 Ebenen oder sowas. Aber es ist cool, dass er so jetzt eigentlich auch schon ein bisschen abschätzen kann, wie groß so ein, ja, so eine Höhle ist. So, schön aufs Trockene gebracht, genau, damit nicht absäuft. Und das wäre ein bisschen unpraktisch, ja? Und trotz allem müssen wir halt, oder ich mir vor allem, da langsam sich mal Gedanken darum machen, dass wir wieder die Nachtexpedition machen müssen. Weil sonst kommen wir nicht wirklich vorwärts. Also storybedingt. Klar, wenn ich irgendwie sage, lass mal Gebiete komplett machen, dafür ist es schon cool. Aber Alter, ja, dem Gebiet haben wir da so viele Schätze, hey, unglaublich. Immerhin schon auf 74% plötzlich hoch. Huiuiui. Rettungen, ja, ich nehme an, da sind noch. Einer fehlt jetzt noch, den wir eigentlich schon geredet haben, aber noch nicht bei uns im Lager ist. Und dann sind noch zweimal Untergründe. Ich nehme an, beim zweiten, der ein bisschen größer ist, sind es nochmal 2. Beim anderen sind es noch einen, also 4, also sind es insgesamt 9 Rettungen. Und Zwiebeln gehe ich jetzt auch mal von 3 oder 4 insgesamt aus. Die Frage ist, finden wir im Untergrund vielleicht noch eine Zwiebel für die lila Pikmin? Ne, ich glaube eher weniger. Oder mal die Eis-Pikmin wäre cool. Worum arbeitest du gerade, Spanel? Ach, ich forsche noch ein bisschen. Je länger ich mich mit Kreaturen beschäftige, umso neugieriger bin ich. Die Revolution scheint einen völlig anderen Weg genommen zu haben als bei uns. Das könnte durchaus sein. Sag mal nur aus Neugier, was für Experimente führst du da eigentlich durch? Ach, Experimente sind das eigentlich gar nicht, sondern eher ein Zuchtprogramm für Kreaturen. Ja, so gut. Moment mal, hast du gerade ein Zuchtprogramm gesagt? Schluss damit, aber sofort. Ja, und Schluss ist jetzt auch mit der Folge. Schon viel gemacht, Freunde. Kommt gut, kommt gut. Dann ist auch schon bei Part 15 gewesen. Und es startet Tag 20. Also dann, nächste Folge geht es hier weiter. Geht aus dem Basiscamp. Ich glaube, wir machen nicht viel hier. Wir sind da hinten. Da steht nochmal einer rum. Beim Schiff, bei der Zwiebel. Jetzt mal gucken, wer das sein könnte. Ah ne, da wäre der Typi. Verliert doch etwas? Ne, ist nur ein Punkt übrig, das reicht. Als nächste Folge gucken, ob wir das Gebiet Stille Ufer abschließen können. Und dann würde ich sagen, machen wir mit den Nachtexpeditionen weiter, weil wir haben, ja, viel Leuchtsaft was machen müssen, sprich viele Nächte, die wir überleben müssen. Oh Mann, ey. Also ein paar davon in einer Folge unterbringen oder so. Wir werden sehen. Bis nächstes Mal und ciao zusammen.